Hey Mr. Science. Ja? Hast du nicht besser op Fußballsterrain zu gehen? Ja, wann ich will Fußball spielen, mir ich mache ein Experiment. Und zwar will ich gerne rausfinden, wie Hunde bei der Jurst machen, für eine Spur von den Tieren abzuholen. Und dafür brauchst du Ball? Aber ja, wenn bei der Jurst ein Tier verletzt wird, dann lässt es eine Geruchsspur. Und weil ich ja für mein Experiment kein Tier will johen, habe ich auf meinen Ball ein Drips Limonenaroma drauf gemacht. Und das schläfe ich durch ganz Wies und da gucke ich, ob ein Hund den zurückverfolgen kann. Ah, und mit denen paar Drüpsen um Ball werden aber nicht allzu viel riechen, oder? Wir Menschen nicht. An enger Drips von diesem Aroma sind nämlich 100 Trillionen Partikeln dran. 100 Trillionen, das ist ein Ent mit 20 Nullen dran. Aber wie viel Aroma hängen bleibt, das können wir noch testen. Ich hole hier eine Probe vom Geruch vom Ball. Und mit der gehen wir an das Stadtlabor. Salut. Salut Joseph. Das heißt analysieren. Du willst gerne wissen, ob nach Limonenaroma Not zu finden ist, ob dein kleiner Fatz. Genau. Okay. Maar dan proposeren wir gucken mal, ein Apparat kann lesen dabei. Wir stechen die Fatz vorbei an einem Microchamber und dann gehen wir weiter. Okay, super. Joseph, was ist überhaupt Geruch? Das ist ein gut froh. Gerucharomen entstehen dann, wenn die Partikeln von meinem Aroma durch die Luft fliegen und dadurch kommen sie auch automatisch an als Nase ran und stoßen auf Geruchssensoren. Dennoch, wie ein Partikel auf die Geruchssensoren stößt, gibt dann einen anderen Geruch. So, war das dann ähnlich wie bei einer Nase? Als erstes mal ein Apparat, den hat ein immens Limit vom Raps können nachweisen. Man kann sich vorstellen, wie 10 Drüpsen zum Beispiel am großen Raum von der Philharmonie verdeelt, das kann diesen Apparat noch detektieren. Ich schaffe da auch mit einem Trick. Ja. Und zwar, wir lassen hier Luftstrom drüber fließen, einen propren Luftstrom, den dann alles, was dieser Kummer, wo man die Fatz dran gemerkt hat, randrückt auf den Typ, den man einen Filter raus, und darüber bleiben die Geruchsstoffe dann hängen. Das heißt, wir konzentrieren sie an sich auf, und deshalb wird das nicht, als ich an der Form nicht kann merken. No 40 Minuten kën deise Réerchen dann an den Chromatograph. Heiget alles, wat Filter hängen geblieben ass, detekteiert an analyséiert. Computer gesäit den dann d' Resultat. Ja, Joseph, guck, hier haben wir ein Signal gefunden. Das ist wirklich auf der Limit von dem, was ein Apparat nach kann müssen, aber das Spektrogramm weist, das ist den Limonen, das ist der Limonenaroma, den es drauf ist. Super, vielmals merci. Gern geschehen. Just unter Limit von der Detektion vom Laboratoire. Da bin ich aber gespannt, ob den Hund da noch etwas richten kann. Sorry, Franz. Ah, Joseph, wie ist es? Ich habe gesehen, du hast hier mehr Justen mitgebracht. Wen hast du dann den Besten für das Experiment? Oh, Sie müssen das davon all kennen. Der erste Hund, den hat immer eine feine Nase. Aber ich weiß es nicht, komm mal probieren da einfach raus. Komm mal in den Kleid. Das war der Weg, den de Joseph getrüppelt ist. Wir checken den Hund los. Den Hund schenkt eine Spur von zu hun anlief der no. Ziemlich genau ist der Kleid dem Joseph seiner Spur no gelaufen. Es hat also geklappt. Aber Joseph, dein Ball, den ist aber ein bisschen futti. Ah, mein schöner Ball. Aber wow, das ist aber impressionant, dass ein Hund und so einer kleinen Geruchsspur diesen Ball rumfahren kann. Ja, ich meine, das war nicht so verwunderlich. Ja. Ein Hundsnuss ist so empfindlich. Und das sind nicht nur die kleinen Drips, die eine Rolle spielen, sondern sie ganz viel Sachen. Du hast deinen eigenen Geruch, der Ball hat einen eigenen Geruch. Und wenn du trippelst, da trippelst du so viele Mikroorganismen, die gehen auch schon einen Geruch auf. Und du hast den Hund ganz leicht, wie so ein Pferd nur zu. Hier kann ganz viele verschiedene Gerüche mitnehmen. Das ist ein Ensemble von all diesen Gerüchen, die für den Hund die Spur ausmachen. Was ein Hund kann, das können wir nicht. Und ob das just, also bleibt ein Hund für einen Mensch noch immer indispensabel. Wie dafür können wir Menschen aber viel besser Fußball spielen. Oh, Kleid! Hey, kannst du meinen Fußball nicht holen? Hey, Kleid! Mein Ball!